Herr Klömer, die Antwort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe regelmäßig das nämlichste Problem wie die Kollegen von der Lenk, wo ich mir vorstellen soll, ob vieles von dem, was für Druck gesagt wird, reagieren oder nicht. Ich entscheide mich heute dagegen, weil ich meine nicht, dass wir uns mit einzelnen Aussagen müssen abhalten, wenn es um die Gesundheit von uns allen geht. Herr Präsident, die aktuellen Infektionszahlen machen als Piraten Sorge und ich meine, dass durch keinem anderen Halbannen ernst geht. Das an den letzten Tagen viel geschwärzt gehen über die strengen Mesuren, über den Echo, ob es Infektionszahlen aus dem Ausland und so weiter und so fort. Und auch meine Ferien haben das ja illustriert, dass am Ausland tatsächlich als Zahlen für Besorgnis gesorgt haben. Ich meine, dass die Diskussion Tester oder ob der Large-Scale-Testing darunter schuld ist, ein bisschen längst Thema ist. Weil erstens erfüllt Lützeburg seine Obligationen vis-à-vis von seinen Bürgern. Und zwar so gut, dass man nicht nur als Bürgerinnen und Bürger testen, sondern wir testen sogar Jeep-Verein, den ihr schaffen könnt. Und da dass sie mir ein gut Stück besser tun, für ein Virus zu bekämpfen, wie ein Land, das einfach dann so möchte, für der Realität, dass der Frontalien hat, wie ein Land, das dann so möchte, für den Indikatoren, die eine zweite Welt können indizieren. Lützeburg hat durch das Large-Scale-Testing heute ein Vierwarnsystem, das viel mehr performant ist, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Aber nicht zu lesen, dass Saarland annonciert hat, einen positiven an einem Tag gehabt, bei der doppelten Einwohnerzahl von Lützeburg, während wir pardon, für einfach mal so zu sagen, ein paar Meter Luftlinie, da fand er aber ein paar mehr haben. Und gleichzeitig auch ein paar Saarländer halt zu Lützeburg positiv getestet auf den Tag. Da stellt ihn sich froh, ob man nicht an den ganzen Teststrategien mehr Europa bräuchten. Wir bräuchten mehr Europa, wenn es darum geht, die Resultate zu integrieren. Wir bräuchten mehr Europa, wenn es darum geht, zu realisieren, dass ein Staatsbürger von dem einen auch kann an einem anderen Land positiv oder negativ getestet gehen. Wir brauchen ein System, den der Lützeburger, den zu Perl wohnt, dass man den nicht als Non-Resident vielleicht kategorisieren, aber gleichzeitig aber der Frontalier, den den ganzen Tag zu Lützeburg ist, dass man den aber auch als Non-Resident kategorisiert. Es möchte die ganzen Kategorisierungen an Nationen, möchte an dem heute ganz spezifischen Kontext, an der du froh von der Hand aus dem Ecken, schwätzt von diesem spezifischen Kontext, geht Menschen. Es geht Menschen, die krank sind. Und es soll also egal sein, ob das ein ist, den an Deutschland, von der Frankreich, an der Belgien oder zu Lützeburg. Was wichtig ist, ist, dass man Infektionsketten erbannen, aber für das zu machen, hilft just etwas. Testen und noch einmal testen. Aber wenn wir da genug getestet tun, und wir finden die Einzelinfektionen, dann muss man hier Kontakte tracieren, für auch Sekundärinfektionen zu finden. Und auch da sind wir uns gut equipiert. Der Präsident, der behauptet, dass die hohen Infektionszahlen vom Large-Scale-Testing kommen, den benutzt Trump-Rhetorik. Der benutzt Rhetorik für Leute, Angst zu machen, für die wissenschaftlichen Fakten nicht an das Gesicht zu gucken. Weil, Ende daran, das hat der Kollege Mark Baum gesagt, Prävalenz bei den Large-Scale-Tester ist relativ stabil. Wo die Infektionszahlen an die Luft gehen zu Lützeburg, ist bei den symptomatischen Fällen, ist bei denen, die traciert gehen. Und genau die geben wir wahrscheinlich auch nicht finden. Das Large-Scale-Testing hilft uns eben gerade die zu finden, die an andere Länder durch Masche fallen, die dort durch das Netz gehen und die dann potenziell mehr Leute infizieren. Den ECDC oder auf Französisch Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies hat als eine Linie Direktrice festgehalten, dass eine grosse Testkapazität am Interesse von einer epidemiologischen Überwachung der Früherkennung an dem Trassage leidet. Das sind ganz viel kompliziert wird an einem Satz für zu sagen, wie mehr Test, der bekämpft Krankheit mehr effikaz.
Los ist so, dass man zu Lützeburg dank dem Etat de Crise kurzfristige Large-Scale-Testing kruten und noch durch eine kreative Auslegung von den Marchés-Publiken, da den einerseits ein Marché-Public oder besser gesagt eine Freihandelsausschreibung möchte für 39,1 Millionen und dann ein Don von Testequipementen, Hummer et Pferdesport für Large-Scale-Testing sehr auf die Schiene zu bringen. Das kann die lo kritisieren, wenn es der Form am Fond, also das, was man gebraucht hat. Am Fond, also das, was das am meisten tut, die zweite Welt, die aber es zuholt, mit Zeiten zu erkennen. Eiert vielleicht auch andere Länder zu erkennen. Das heißt, wir sind uns gut aufgestellt mit dem Large-Scale-Testing. Was tut das? Und auch das gefällt schon noch geschwärzt, als dass man am Ende von diesem Monat den LST, den Large-Scale-Testing, am ersten Programm auslebt und dass man aus sich von dem 27. Juli bis den 31. August haut nach kein Programm haben. Der Minister hat aus dem Morgen an der Kommission darauf hingewiesen, dass die Verhandlungen da gut stehen. Und ich hoffe wirklich, dass die Verhandlungen abutieren und dass wir weiter können testen. Nicht nur am Ende von den Leuten, die arbeiten gehen, aber vor allem auch am Ende von den Leuten, die einerseits an Vakanz wollen fahren, weil immer mehr Plätze brauchen in den Test. Und an dem Kontext will ich dann aber trotzdem eine Frage abwerfen, wo den Kollege Engelen schon auf der richtigen Piste war, wo ich aber eine weitere Frage habe, das ist die vom Non-Accredited Test. Und da ist mir ganz konkret Frage, und der Minister schon noch, was könnte davon den potenziellen Impact sehen, ob Länder, die den Test fragen? Stellen wir uns vor, ich reise an ein Land, wo den Test gefragt wird, und da steht drauf, dass der nicht akkreditierten Test war, der gemacht wird. Sind als diplomatische Institutionen so aufgestellt für diese Länder, die Tester halt fragen, zu erklären, für wer der Satz draufsteht. Aber nicht, brauchen wir nicht vielleicht eben gerade ein Zertifikat, den nicht nämlich attestiert, wie offizielle Laborsresultat steht, aber der Satz nicht drauf hat. Ich weiß, dass dem offiziellen Laborsresultat das wahrscheinlich muss draufstehen, auf Basis von einer Obligation legal, muss ich aber da eine pragmatische Lösung finden für die Leute, die beim Reisen so einen Negativtest müssen verlieren, und potenziell riskieren, refuliert zu gehen. Der zweite ist, ich schwätze von Testen 4 Reisen. Und ich begrüße da absolut Flexibilität und wie das mit der Regierung ermöglicht wird, dass Residenten und noch Nicht-Residenten, weil es geht über Matrikül, die Reise wollen einen PCR-Test brauchen, die können aufrufen über das Large-Scale-Testing. Schon aber ein kleiner Bemol, und das haben noch die Forscher ein paar Mal gesagt, dass mit Retouren aus den Vakanzen potenziell natürlich auch der Virus importiert wird. Das abhängig von wo die Leute kommen. Dementsprechend als von den Pilieren am Large-Scale-Testing, die vorgesehen ist, Porte d'entrée von Lützeburg. Den Kollege Gusti Gras hat davon geschwärzt, nicht gefordert, dass er doch eventuell auf Autobahnsraststätten oder auf andere Plätze, wo ihm am Auto angeboten wird, für zu facilitieren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erlaube mir hier am Namen von den Piraten eine Motion zu deposieren, wo wir die Regierung invitieren geben, für jeden, den aus der Vakanz rum könnte, respektive Leute, die auf Lützeburg anreisen oder Retour aus dem Ausland sind, Möglichkeit zu gehen, über ein ähnliches Formular wie das für die ausreisende Fall ist. 5 Tage nach ihrer Abreise können einen Test unzufrohen, an den zu machen, den am Sinn von, dass sie sich selber melden, für getestet zu gehen, für so Infektionsketten, die eventuell am Ausland entstanden sind, zu brechen. Genau das proposieren wir aus dem ganz einfachen Grund, weil es irrealistisch ist zu mengen, dass man just über das Sampling vom Large-Scale-Testing die Leute alle gute Gäfe fanden, und doch so datenmäßig ganz schwer geht, für herauszufinden, wen dann gereist ist. Merci. Dann, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir etwas aus der Corona-Krise lernen, dann ist es, dass die Situation von heute auf morgen changieren kann. Und an dieser Zeit ist nicht so
wie Zeitung vu Göster. Deelweise go Zeitung vun Haut, wie man Haut gewur goufen. Aber man haut nach op enger Roder löscht, den der Stimme Mufleisch schon op enger geringer löscht. Weil einer Länder als meist Teststrategie beneiden. Mir Pirate plädieren dofir an dieser froh e kille Kap zu halen und als op Trigger vun aiser Lüt gegen Pandemie zu konzentrieren. Dat wichtig ist das, liebe Kolleginnen und Kollegen, dat man kohärent, treizweise im Prinzip Gesundheit steht im nächster Platz bleiben. Wir Piraten hoffen noch, dass durch das Zweitfass nach ganz neu wichtig zusätzliche Informationen sehr können gedeelt gehen. Der Minister hat das morgen an der Kommission versprochen, ich habe doch morgen an der Kommission gesagt. Wir haben heute mehr Informationen wie bei der ersten Wahl, wir haben mehr Informationen wie am Ende von der ersten Wahl. Los da ist den Echange weiter ausbauen, los da ist faktenbasiert, evidenzbasiert Decisionen holen, an so das Pandemie zu summen weiter bekämpfen, auch mal im Large-Scale-Testing. Und dafür stimmen wir dieses Projekt mit Haufwand mit. Das ist nicht merci. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung hat Madame Gesundheitsministerin Paulette Lehnert.